Knapp davor, viel fehlt nicht mehr. Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Tales of Berseria bei Part 99. Ja, die Wunderparkgrenze haben wir gleich erreicht. Da vorne ist offenbar auch etwas. Was genau werden wir gleich erfahren. Aber erst einmal das Schiff wie gewohnt. Take a look at this. Was habe ich gesagt? Nur einmal gewonnen. Antike Tarotkarten. Sehr geil. Der Meister des Wissensduos. Was sagen je? Was fehlt noch alles? Es fehlt noch ein Special, ein Material, das nächste Gebiet. Es kann eigentlich nur noch ein Gebiet geben, weil wir eher sind. Wir können mal ganz kurz alles durchgehen. Normin-Insel haben wir auch schon. Ich glaube, der Flecken hier. Beim Sommervulkan. Rechts oben. Das sind ganz kleine Flecken, also kleine sind da 3 Inselgruppen beieinander, der eine ein bisschen weiter entfernt. Die müssen es, glaube ich, sein noch. Warte mal, mit. Ja, gut. Von dem her fehlt natürlich das große Gebiet in der Mitte ja auch noch, wobei ich mich frage, ob das sogar dazugehört. Man sieht es eigentlich anhand der Farbe, ist auch ein bisschen grau, der Rest als andere Farben, egal. So, ganz kurz noch gucken. Was haben wir jetzt alles? Tödlicher Berg. Berglarus, Lebensquelle. Wenn es 61 dürfen wir schon einer der letzten sein. Nummer 27. Trotzdem, wenn man es mal so betrachtet, ein paar Nummern fehlen noch. Wir haben es am 23 jetzt nicht gesehen oder in der Liste, aber naja. So, wo kann man hier noch Schönes hin? Wow. Hat sich ja wohl richtig gelohnt, Naja. Und ich habe noch eine Frage. Da oben so irgendwie auch noch durch in Alarmstufe Rotmonster und so. Wie das wohl am besten geht. Ist vielleicht eine andere Frage. So, haben wir hier noch eine Kiste. Hier ist eine Abkürzung. Warum? Das ist eine gute Frage. Hier haben wir ein Iglu, Floß und rote Kamille. Rote Kamille nicht zu unterschätzen. Jetzt mal ganz kurz mal gucken, bevor wir dann doch endlich weitermachen. Den Fokus um 3 erhöhen, SG-Art-Regeneration, Fokus erhöhen. Sie kennen mal ein bisschen Fokus nötig. So. Ausruhen eigentlich noch nicht wirklich nötig. Reingucken können wir trotzdem mal ganz kurz. Waffenhändler, was hast du denn Schönes für uns? Wie gewohnt. Schon langsam stärkeren Dinger. Mithril-Speer. Ja, ein bisschen Geld haben wir ja, also von dem her. Mithril-Dolche, ne, nehmen wir es mal ein bisschen schwächer. Topaz-Speer plötzlich. Hä? Ne, dann war stärker. Mithril-Gürtel. Bei Asen ja auch nicht. Nee, ja. Bei Luffy, da erhöht der Artangriff doch um einiges. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch das, was ich schon mal irgendwie verändert habe vor 1-2 Parts der Rückgängig machen würde damit. Wäre auch nicht ganz so geil. Da wäre bei Miss Magidu eine Option mit dem Ploppring. Ploppring. Bei Vieh wäre noch etwas. Miss Magidu natürlich auch. Ja, Wobei, war so Mithril-Speer. Der sieht ja mal richtig episch aus. Den Rest habe ich schon mal angeguckt, glaube ich, was man sonst so hatte. Aber wirklich, das ist die andere Frage. Ich glaube schon doch. Die Waffen garantiert, Klamotten glaube ich auch. Ja, Klamotten auch.
Weil es könnte ja sein, wir wollen uns ja gleich auf Patienten noch starke Gegner treffen. Schon nach Quatsch hier. Und daher, ja. Jetzt Vorbereitung jetzt doch noch treffen. Ich weiß eigentlich schon wieder, aber es ist jetzt doch irgendeine Phase, wo ich mal sagen würde, lieber jetzt als gar nie. Mal reingucken, was es hier so gibt. Offenbar nicht viel übernachten, macht nicht wirklich viel Sinn. Der wir eh schon ziemlich viel Esser haben, von dem her passt das eigentlich ganz gut. Ach, auch schon. Abkürzen kann ich nichts da unbedingt, wa? Ja, komm, was soll's. Demons! There are demons in town! Ah! Everyone, run away! Damn it! What happened to the gate watch? He's the one who turned into a demon! Now's your chance. Run! Sorry, but you're going to help me. Was, das ist der Typ von vorhin, der Torwächter? Henkerin, nee, ist weiblich. So. Seltsam. Crazy. Schwächer Wind. Egal, machen wir platt. Gar nichts drauf. Tschüss. Thank you so much. How can we ever repay you? I have a message for the Abbey's legates. On the next Scarlet Night, I will offer a sacrifice to Mount Killerhouse and strip Inominat of his power. I dare them to try and stop me! She just ate the demon with her arm. She's... I am corruption made flesh! Velvet, the Lord of Calamity! This city is ours. Flee to the south, puny humans, while your tears dump the snow! The demon lord of chaos! Hurry, before our dark mistress sucks the marrow from your very bones! She'll eat us all! Run for it! That was splendid. We should do this more often. It went well, except... Ow! What was that for? There will be no sucking of marrow. My sister taught me proper table manners. Oh, what a waste. The marrow's the tastiest part. It kinda is. At least now the citizens of Mershio won't be swept up in our fight. They already are. We just tore their homes and livelihoods away. This wasn't for them. This was to summon the legates here. That's all. Even so, I thank you for what you've done, O fearsome Lord of Calamity. I'll pretend I didn't hear that, O exalted praetor of the Abbey. A whole crowd of people were fleeing south. What happened? Benwick, why are you here? I had a delivery for the first mate. Kurogane and Kamoana are here too. You brought Kamoana? She absolutely insisted on following me. Poor kid said she had a dream that you died, Eleanor. Kamoana. How long do we have until Shigure and the others get here? Given the distance, my guess is they won't show up until the Scarlet Night. Then I think I'll make use of that time. Kurogane wanted me for something, I take it? Aye, that's what he said. All right then. Everyone go rest up. Good idea. We've got a battle to prepare for. This may be the last breather we get. As always, better make sure you leave no regrets. Fee, anything could happen. Don't leave town. Can I stay with you, Velvet? I don't mind, but... you sure? Yeah. Do what you like, then. Das war mal ein epischer Auftritt, Alter. Ja,
Velvet, die war schon eine gute Show abzieht. Hä? In der Hinsicht kann Magilu noch einiges von ihr lernen. Also, gut, die Scharlachroten nachkommen plötzlich schon. Wäre ein bisschen früh, wenn man so sagen darf. Ja, jetzt schon alles vorbei, letzte Atempause und so, war nicht so recht. Wo geht's denn hier entlang? So viel bezüglich der Theorie mit Sidequesten, wa? Ich kapiere das nicht, hey. Das mit Roku ist die eine Sache, das mit Videl, wo ich weiß, dass es im Verlauf der Hauptstory dann weitergehen muss. Ja, aber okay. Ich lasse nur überraschen. Es bringt eh nichts darüber nachzudenken, weil ich kann es eh nicht ändern. Und dass auch Videls Quest irgendwie zu spät gemacht hat oder so, ist irgendwie auch Bullshit. Kann auch nicht sein. Wie jetzt bin ich richtig? Ich wollte schon sagen. Rokuro. What's that sound? It's Kurogane. He must be forging another sword. He certainly is. The old fella's forging himself into a blade. He's turning himself into a sword? He can do that? Is that possible? Who knows? Either way, it's what he decided to do. We had one last drink together. You'd go that far to defeat Shigure and Stormhowl. I would. I'll turn a friend into a sword to kill my own brother. I'm a jerk. I'm in no position to judge. I think you are. Whatever you may look like, you're human. You hate because you love, and feel as much hurt as you do anger. That's human. Kurogane is with me. He agreed to it. What our blacksmith friend feels towards Stormhowl is more than resentment. It's admiration, too. That's why he wanted to do it. He wanted to put everything he had into one final clash. Shigure's the same. He has that very human strength to take the good along with the bad, and just keep pushing ahead. A strength that I, as a demon, can never match. Brooding doesn't suit you, Rokuro. You wanted to be a swordsman greater than any other. That's why you fought and bled to perfect your skills. That's the sort of man you are. Yep, that's who I am. I like that part of you, Rokuro. Me too. Thanks. Kein Problem. Das ist Kogan da drin, schmiert sich gerade selbst im Schwert um. Ich denke, so will zur Sidequest mit Rokuro, die aber wohl vergeigt war. Zu spät gemacht, hätte früher machen sollen, dann... Ich schätze mal, wir hätten da mehr über Shigure und Rokuro erfahren. Weil ganz ehrlich, klar, wir haben Shigure einzeln getroffen, okay. Aber wissen wir das über ihre Vergangenheit? Gut, ich meine, von dem her wissen wir auch wegen Magilu und der Melchior zu wenig. Über Aeson und Entna, beziehungsweise auch über Aeson und Aifrid wissen wir auch viel zu wenig im Vergleich zu Velvet und ihrer ganzen Familie. Wenn man so formulieren darf. Und daher, ja, vielleicht wäre da noch mehr gewesen. Wer weiß, wir sehen sie dann noch, wenn es soweit ist, auch wegen Videl. Muss mal gucken wegen den Sidequests und die später mal noch nachhole. Genauso wie noch ein paar Cameo-Auftritte. Ja, ich weiß, da gibt es noch 2, 3 Cameo-Auftritte von Charakteren aus anderen Tales of Spielen. Das dürfte dann relativ interessant werden, das irgendwie mal
anzugucken. Das sollte man irgendwie auch kurz vor dem Endkampf machen können. Angeblich zumindest. Oh, wir haben 14 Punkte, scheiße. Da ist ja Miss Eleanor. Die sich auch ziemlich gemacht hat. Also gemacht hat im Sinne von vor allem, dass sich ziemlich gewandelt hat. Ursprünglich so von wegen, ja, ich bin Exorzistin, ich kill alle Dämonen. Mittlerweile hinterfrage alles und urteile erst dann. Hat auch was. Doch Quatsch kann ich nicht, war irgendwie. Der Dial. Was ist eigentlich mit deinem Schwanz los? Der wächst auch nicht nach, war? Seltsam. So, Eleanor, wie sieht's aus? 98, 99, 100. Ready or not, here I come. Bring it on. Okay, gonna find you. Having fun? Kamoana insisted that we play, so... Madam Eleanor! I followed Kamoana for you. She's hiding right over there. Wow, cheating against a kid? That's low. I didn't! Bad Bienfu! No cheating! Huh? But when I play with Miss Makilu, she always makes me do that. She's a terrible influence on you. Eleanor, why aren't you looking for me? I found you, Kamoana! And Dial! What? No fair! See? That's cheating! I didn't cheat. I simply utilized Bienfu's cheating. That's called strategy. Plans must be solid and reactions flexible, right? Right. See, Kamoana? I'm smart and strong. You don't have to worry about me. Don't worry. I believe in you, Eleanor. I'm just worried that Bienfu will get you in trouble. Why am I the bad guy now? I can handle Bienfu too. Don't worry. I'll make sure everyone makes it back safe. Okay, it's a promise. Kamoana, if you're feeling better now, head back, okay? It's too cold, you'll go into hibernation. No sleeping! Dial's it next, cause he's a crocodile. I'm not a crocodile, I'm a lizard. Isn't that the same thing? Not even close! You think crocodiles can regrow their tails? It has to be possible. There must be a way to make a better world for everyone. Humans, demons, Malakim, and I intend to find it. It might take years. No, decades, centuries, generations. Even if it takes me millennia, I'll do it. Playing the long game, I take it? I believe in you, Eleanor. You'll find a way. I will. Once I've made up my mind, nothing can stop me. Yep. Trust me, we know. Das war jetzt mal eine sehr interessante Aussage. Und von ihrem Verhalten her und so, es erinnert mich jetzt aber wirklich sehr, sehr stark an Sorey. Nee. Oder ist Sorey etwa ihre Wiedergeburt? Reinkarnation halt. Gut, Frau zu Mann und so. Dann nur gerade, verdammt nochmal, diese Eleanor. Ja, auch von ihr weiß man im Prinzip zu wenig von der Vergangenheit und zukunftsmäßig und so. Man, sie ist ein Mensch, oder? Sie wird kaum 1000 Jahre noch leben. Da wird sie vielleicht auch als Malak wieder geboren, als welcher, da hatte ursprünglich vielleicht sogar mal irgendwie ein Layla. Aber nee, die sind noch sicher schon am Leben. Oder? Vielleicht auch nicht, vielleicht wird sie zu Layla. Wer weiß, kann auch so viel passieren, Leute. Ja gut, sie hat auch ein bisschen was von Alicia. Aber ist egal. Erfahren wir sicher noch alles. Wenn es überhaupt eine Beziehung gibt. Aber interessant, wegen egal wie lange es dauert. Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Jahrtausende, 1000 Jahre später. Sorey hat die Antwort gefunden. Also, Sorey und Co. haben die Antwort gefunden, war. So, der Part ist langsam vorbei. Ich hätte sicher dann ziemlich fiesen Cut setzen müssen, so wie ich das Ganze momentan ein bisschen einschätze.
ist aber auch egal. Denn jetzt, Leute... Oh, sogar der falsche Spielstand, egal. Ich glaube, es gibt hier noch ein Gespräch. Ja, war ja gerade doof von mir. Entschuldigung. Ich glaube, noch ein Gespräch hier. Das ich irgendwie führen kann. Mir fehlt irgendwie noch ein Haus. Es fehlt mir noch ein Haus. Ah, logisch, dass es da oben war. Genau. Das sei in der Stadt. Ja, sei nur noch der Punkt da vorne. Nachher müssten wir alles haben. Und dann, wer weiß, vielleicht sind Melchior und Shigure bereits da. Oder passiert irgendwie etwas ganz anderes. Writing another letter to your sister? Nope. This time she sent one to him. Man, she hardly ever writes back. Hope this ain't a bad omen. Shut it. Aizen, that's great news. I told her about all of you in my last letter. Seems she was amused. Says you sound appropriate for me, and she'd love to meet you. Weird sister you've got. You don't know the half of it. A girl weird enough to want to live alongside the Reaper, no matter the cost. I'd love to meet her, too. I'll warn you. Touch my sister and I'll kill you. Right? Sheesh. You say that to every guy you meet. Awfully protective. Nah, just obsessed. That's even worse. We'll all go meet her together someday. I like your confidence. Yeah, I man the wheel of my own ship. Aye, as do I. And all of you. And even her. Och komm schon, so ein richtiger Schwenker zu hätten, doch ganz passend gewesen. Och Menno, haben wir so darauf gefreut, dass wir mal einmal von vorne sehen. Ja, wir haben sie einmal wegen der Illusion von Melchior einmal von hinten gesehen, mein Gott. Die Neptun-Tasche, ne, Mars-Tasche, Neptun-Tasche, sind wir hier irgendwie bei Sailor Moon oder was? Direkt, aha, Magilu, ne, Medusa. Offenbar geht das erst jetzt, wa? So, Freunde, ich würde sagen, nochmal kurz durchatmen. Es muss sein. Wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge dann, Part Nummer 100. Geht's vermutlich ziemlich ab, vielleicht sogar schon die Scharlachrote Nacht, inklusive Kampf gegen Melchior, Kampf gegen Shigure, plus Opferung, plus Erweckung der 4 Imperia. Wenn ich alles in einen Part reinpacken könnte, wenn sie überhaupt irgendwie, oh, von der Länge her passt. Ah, die Dinger sind hier oben. Alter, wo er vorhin da beim Kampf und so, versteht ihr, wo Magilu auch noch gesagt hat, ja, flieht von Herrscher des Unheils. Was abgegangen ist, dachte ich irgendwie, das wären ihre Zauberbälle. Ja, dass sie irgendwie hergezaubert hätte oder so, ihre Magiebälle von mir aus. Aber nicht so ihre Dekoration. Meine Fresse. So, egal. Egal, wie es laufen wird, nächste Folge, Part Nummer 100, geht's garantiert richtig episch ab. Also hoffe zumindest. Bis dahin, ciao zusammen.